Hallo zusammen, mein Name ist Jörg. Das ist die Kurzform von Joachim. Und mir ist es eigentlich wichtig, dass mein Name wirklich auch ausgesprochen wird, Joachim, weil die Bedeutung von dem Namen mir eigentlich meine Daseinsberechtigung gibt. Für das bin ich geschaffen. Das nur kurz als Exkurs. Wir kommen dann auch zum Schluss, am Ende von meiner Lebensgeschichte drauf. Ich will auch erwähnen im Vorfeld, dass ich in dem Sinn nichts bereue. Also ich bereue schon, dass ich anderen Menschen wehgetan habe, Schaden zugefügt habe. Das bereue ich, das habe ich auch bereinigt. Auch da kommen wir noch in der Lebensgeschichte drauf. Aber ich bereue nicht, wie mein Leben gelaufen ist. In dem Sinn, hätte ich doch mehr, hätte ich besser in der Schule aufgepasst und so weiter. Sondern ich bin dankbar, weil ich weiß, dass das, was passiert ist, eigentlich das aus mir gemacht hat, was ich jetzt bin. Und mit dem bin ich voll und ganz zufrieden und bin glücklich mit dem, wie ich sehe, was Gott da in mir geschaffen hat und tut und immer noch weiterhin tut. Jetzt zu meiner Lebensgeschichte, die ist relativ turbulent gewesen, wie so viele Lebensgeschichten turbulent sind. Ich bin 1969, am 31.12. im Kanton Thurgau in Münsterlingen auf die Welt gekommen. In einer Familie, die aus dem Arbeitermilieu kommt. Man muss da dazu wissen, dass das die Zeit der Hochkonjunktur war, dass Leistung und Materielles sehr einen grossen Stellenwert hat. Eigentlich mehr wie der Mensch als solches. Heute sieht man das ein bisschen anders, das ist auch gut so, Gott sei Dank. Und ich bin eher ein verträumter Bursch gsi. Also ich bin mehr ein bisschen der Künstlertyp gsi als der leistungsorientierte, und mit dem haben meine Eltern auch sehr gehadert und mich immer wieder darauf hingewiesen, dass wenn dann mal etwas aus mir werden sollte, dass ich dann schon mal noch Gas geben muss und nicht so im Zeug kann rumträumen. Ich kann mich beim Abwaschen vergessen. Ich habe irgendwelchen Regentröpfen auf den Fensterscheiben nachgeschaut und Bilder drin gesehen. Und ich bin immer wieder auch auf das konditioniert worden, von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Durch das hat sich in mir innen ein Nährboden geschaffen, wo mich bis vor kurzem eigentlich immer in so einer treibenden Unruhe gehalten hat. Ich bin immer sehr nervös, ich habe keine Sitzleder, es muss etwas gehen, ich muss etwas machen. Und das ist sehr anspannend gewesen bis jetzt, ja. Und mit 16 bin ich dann habe ich das Haschisch kennengelernt. Damals hat es noch weniger Gas gegeben, man hat mehr Hasch geraucht. Der Blattspitz ist in voller Blüte da gestanden, ein Mekka für sämtliche Drogen, wo man sich zu dieser Zeit hat vorstellen. Und durch den Konsum vom Hasch habe ich in den Augen von meinen Eltern und von meinem Lehrmeister und von meinen Großeltern eigentlich wieder Knopf aufgetan. Also sie sind dann sehr glücklich mit mir gewesen, weil ich sehr gelehrig bin. Ich bin sehr fleissig beim Arbeiten und sie sind wirklich glücklich mit mir und haben gedacht, Gott sei Dank, aus dem Bub wird jetzt gleich einmal noch etwas Schlaues. Das ist natürlich nicht sehr lang gegangen, das liegt auf der Hand. Mit 16 hat man dann das irgendwann einmal gespürt, dass der Jüngling da Sachen macht, die man nicht gutheissen kann. Es hat dann man hat dann eine Familientherapie einberufen, ich bin dann auch gegangen. Und der Spott in dem Ganzen war, dass oben eigentlich eine Dealerin gewohnt hat, die ich kennt habe, und ich dann immer zuerst zu deren auf ein Eis rauchen bin und dann nachher in die Familientherapie, so richtig schön zustund. Und das hat mir dann auch irgendwann einmal gespannt, dass das so läuft, und die Folge von dem hat mir dann gesagt, ja nein, der Junge, der muss in ein Heim. Bin dann in 16 dann in ein Erziehungsheim gekommen, in Brüttisellen, Kanton Zürich.
Mit dem klaren Auftrag an das Heim, dass ich wegkomme vom Kiffen und die Lehre kann erfolgreich abschließen. Es hat natürlich nicht stattgefunden, weder das eine noch das andere, sondern passiert ist das Gegenteil. Ich habe die Lehre nicht abgeschlossen, weil ich dort mit dem Vorarbeiter so angeraten bin, dass ich mir das Kantholz über den Scheitel gezogen habe in der Pause. Es ist dann niemand auf der Baustelle gewesen, weil gerade das 9 Uhr war. Ich bin dann heim, also ins Heim, habe mich umgezogen und bin dann abgehauen. Das hat dann eigentlich niemand groß gemerkt. Ich bin überhaupt immer viel wieder ausgerissen, bin auf dem Platzspitz untertaucht, weil das ist sehr hervorragend gewesen. Man hätte sehr gut können untertauchen. Man hat mich lange Zeit, über Wochen, das längste war glaube ich mal über 3 Monate gewesen, wo ich weg war, wo sie mich nicht gefunden haben. Es ist mehr ein Zufall gewesen, dass man mich verwünscht hat, weil ja, die Ausweiskontrolle dann halt doch hin und wieder mal stattgefunden hat und dann hat man gemerkt, der sucht man ja. Und dann hat man mich nach die Kiste da und dann im Heim ausgeliefert. Dann hat man 2 Wochen lang auf den Joachim geschaut. Dann sind in der Zwischenzeit wieder andere ausgerissen. Dann sind die wieder zurückgekommen, dann hat man auf die geschaut. Auf den Joachim hat man nicht mehr geschaut und somit hat der Joachim wieder können stiften gehen. Genau. Äh, Dazu kommt, dass ich in jungen Jahren sehr viel auch Beschissenes erlebt habe. Ich bin missbraucht worden von meinem Schwimmlehrer und von meinem Großvater. Und ich habe auch als Kind, als ich geboren worden bin, Mühe gehabt, um die Milch eigentlich zu schlucken, sondern ich habe die Milch in die Lungen abgezogen. Offenbar ist dort schon eine gewisse Begabung in mich hineingelegt, dass ich lieber in die Lungen hineinziehe als schlucken. Und mit 20, damals ist man mit 20 volljährig geworden, bin ich dann aus dem Heim rausgekommen und das Ergebnis war eigentlich, dass ich im Heim gelernt habe, wie man klaut. Wir haben bandenmässig geklaut, wir sind die Leute überfallen auf der offenen Straße mit Messer. Wir sind in Erpressungen verwickelt gewesen, wir haben mit Waffen gehandelt, wir haben mit Drogen gehandelt, wir haben nichts ausgelassen. Und somit bin ich eigentlich auch wirklich straffällig geworden. Ich bin kriminell gewesen, hatte eine sehr grosse kriminelle Energie gehabt. Bin aber von der körperlichen Statur her nicht der Mensch gewesen, der jetzt wirklich Eindruck gemacht hat. Ich bin eher schmächtig gewesen, dünn, schwächliche Gestalt eigentlich und habe mich aber gleich müssen behaupten, auch im Heim, und habe das anders gemacht. Ich habe mich sehr gut können behaupten. Ich habe sogar Oberhand gewonnen. Ich bin durch einschlägige Literatur aus dem okkulten Bereich, aus dem satanischen Bereich, eigentlich ein Meister von der Manipulation geworden von den Menschen. Also ich kann Menschen können regelrecht durch geschickte Fragestellung, durch geschicktes Reden können steuern. Das ist wie Knete in meinen Händen gewesen. Menschen sind für mich ein reiner Spielball gewesen. Ich habe mit denen können machen, was ich will. Mit 20 bin ich dann rausgekommen aus dem Heim und habe natürlich die Fähigkeit weiterhin genutzt bis 23 und wahrscheinlich auch sogar noch drüber. Ich weiß auch heute noch um das Wissen. Ich muss mich zum Teil auch beherrschen, wenn ich etwas unbedingt will, dass ich das nicht nutze. Wie das Wissen ist ja trotz allem immer noch vorhanden. Ich wüsste, wie es geht und will es aber nicht nutzen. Das ist dann so gewesen, ich habe gearbeitet, ich hatte auch eine Wohnung gehabt und ich hatte damals mal eine Freundin gehabt, wir sind beides Junkies gewesen. Also wir waren wirklich drauf gewesen. Wir haben bis zu 3 Gramm im Tag Heroin gebraucht. Das war damals mal ein Marktwert von 700 Franken. Mal 2 macht 1400 Stutz, die ich einfach irgendwie beschaffen musste. Natürlich niemals auf illegale Art und Weise, sondern immer durch kriminelle Handlungen. Und bin aber immer wieder auch mit Christen in Kontakt gekommen, auch meine damalige Freundin, auch Junkie, aber doch irgendwie gläubig, hat mir immer wieder von Jesus und von Gott erzählt und ich habe gedacht, what the fuck,
Was erzählt die mir da oder was erzählen die mir da? Und ich bin immer nach dem Arbeiten, bin ich dann auf der Platzspitze, bin mischen, habe das Zeug zusammenramisiert, das wir zwei gebraucht haben. Und habe einfach so gelebt, immer wieder. Das ist mein Leben gewesen. Ich hatte auch keinen anderen Plan gehabt. Arbeiten, fixen, organisieren, arbeiten, fixen, organisieren. Es war eigentlich ziemlich ein spiessiges Leben gewesen, so zu sehen, rückgängig eigentlich. Und aus dem Grund weiß ich auch nicht, es ist dann irgendwie, bin ich einmal dort geguckt, habe mir einen Schuss gesetzt auf den Blattspitz und mit 23 habe ich mir überlegt, hey Koch, wie soll das weitergehen? Soll das jetzt einfach so weitergehen, bis irgendwann mal gar nichts mehr geht? Oder gibt es da einmal noch eine Wendung in meinem Leben? Gibt es da mal noch etwas anderes wie nur Arbeiten, Organisieren, Fixen, Arbeiten, Organisieren? Und ich hatte dann wie einen Geistesblitz gehabt und habe gesagt, so, fertig, aus, Amen, es muss sich etwas ändern. Und es ist mir klar gewesen, dass ich weg vom Heroin will. Und es ist mir auch klar gewesen, dass wenn ich etwas mache, dass ich es mit den Christen mache. Weil ich zu dem Entschluss gekommen bin, wenn das Dunkel stimmt, und das stimmt, das habe ich erfahren, ich habe das gesehen auch, ich habe Sachen gesehen, wo die Vorstellungen wirklich sprengen. Es nützt auch nichts, wenn ich das erklären oder erzählen will. Es ist unglaublich. Und aus dem Grund ist für mich die logische Konsequenz gewesen, ja, wenn das stimmt mit dem Teufel und dem Satan und der Hölle, dann muss eigentlich auch das andere stimmen, mit Gott und Jesus und die ganze Erlösung und der Himmel. Und habe mich dann entschieden, die Front zu wechseln, ganz einfach. Es ist einfach, ich bin desertiert, ich bin vom Teufel, habe gesagt, ciao, ich will nichts mehr wissen von dir, ich gehe jetzt auf die Seite von Gott. Ich habe dann einen christlichen Entzug gemacht, in der Hoffnung, dass mich Gott dann vom Schlimmsten bewahrt. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich kann also alles dürfen erleben, was man sich auf dem Entzug nicht wünscht. Mein Entzug ist auch eher lang gegangen, als die normale Erfahrungen sagen. Ich bin 4 bis 5, knapp 6 Wochen dort gewesen. Ich habe in dieser Zeit praktisch nicht geschlafen. Ich habe nur gekotzt, ich habe nur Dünnschiss gehabt, ich konnte nichts mehr essen. Das Einzige, was ich zu mir nehmen konnte, ist Orangenblütentee. Aus dem Grund hasse ich auch heute Orangenblütentee. Ich hatte Ameisenrennen, ich hatte Nervenzuckungen, das hat sich geäussert, dass sich die Nerven angespannt haben und ich auf dem Rücken im Bett gelegen bin und in einem Moment haben die sich gelöst und ich bin wie aufgesprungen wie so eine Feder, es war verdammt mühsam gewesen. Meine Venen haben sich angefühlt, als ob eine Ameisenstraße durchläuft. Das ist zum Teil auch heute noch, passiert mir das. Mit 56 spüre ich das zum Teil heute noch, aber eher selten, Gott sei Dank. Es ist echt ein mühsames Gefühl. Und bin dann in eine christliche Therapie auf Anden. 17 Monate habe ich das gemacht. Dort ist mein Glaubensfundament eigentlich geleitet worden, eher charismatisch prägt, also freikirchlich. Und nach der Therapie bin ich dann auf Glarus in eine WG. Und wir haben dann dort sehr viele Sachen gemacht. Wir hatten Abstürze gehabt, und doch sind wir sehr christlich progressiv gewesen. Sehr viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen. Wir haben einen Hauskreis gegründet. Und es ist nicht immer alles optimal gelaufen. Und vor allem die Gemeinde, wo wir dort angeschlossen sind, die war sehr überfordert mit uns. Die hat eigentlich mehr Angst gehabt, dass wir sonntags auch den Menschen gekommen sind, wo sie nicht unbedingt haben wollen, vielleicht, dass sie kommen oder wie auch immer. Äh, ja, es ist eine schwierige Zeit gewesen. Es ist geprägt von geistlichen Höchst und dann auch wieder Rückfälle, Abstürze, wieder ins Heroin, wieder ins Koks, wieder gekifft und so weiter und so fort. Gekifft habe ich übrigens sehr lang. Gekifft habe ich bis nach 50, habe ich
das wie nicht können loslassen. Ich bin jetzt 56 oder ich werde für 56 dieses Jahr. Und wirklich frei vom Kiffen bin ich jetzt vielleicht knapp 4 Jahre. Ja, knapp 4 Jahre. Bin sehr froh drum. Auch das hat mich sehr belastet. Bin dort in Zürich dann, nach Glarnerland sind wir dann auf Zürich, habe auch meine Frau kennengelernt im Glarnerland, haben 96 geheiratet, Gabe, wo auch ihre Geschichte erzählt, im Wertvoll. Wir sind dann nach der Lehre und nach ihrer Lehre sind wir dann als Krankenschwester sind wir dann auf Zürich und dort haben wir dann eine Gemeinde besucht, eine grosse Gemeinde im Kanton Zürich und haben uns dort sehr engagiert bis zum Ausbrennen, bis zum Burnout und haben dann eigentlich grundsätzlich den Kirchen den Rücken gekehrt. Wir haben einfach gesagt, das funktioniert so nicht. Und haben dann einfach von uns eingelebt. Gott hat es für mich gegeben, ganz klar, aber ich habe nicht mehr eigentlich wirklich gelebt als Christ. Wie gesagt, ich habe gekifft, ich habe gesoffen und ich habe vor allem nur geschafft. Ich habe dann auch im Kanton Zürich Ausbildungen gemacht, weiterhin. Ich habe die Handelsschule gemacht, ich habe dann den Kaufmann gemacht, ich habe ein höheres Wirtschaftsdiplom gemacht, ich habe dann das Web gemacht, das schweizerische Dings für Erwachsenenbildner und habe dann auch als Erwachsenenbildner geschafft. Ich habe 100% geschafft in der Logistik und habe dann am Samstag noch Schule gegeben im Kanton Zürich und habe eigentlich am Sonntagmorgen dann noch Prüfungen korrigiert. Ich habe eigentlich eine 6,5 Tage Woche gehabt und bin dort dann auch als Disponent für Transport in ganz Europa zuständig gewesen, mit Verzollungen und so und habe eigentlich in der Regel einen 14-Stunden-Tag gehabt und dann zu Abend noch vorbereiten für Unterricht, korrigieren für Prüfungen. Ich habe einfach den Sonntagnachmittag, den habe ich frei gehabt und ich habe auch keinen Plan B gehabt. Ich habe nicht gewusst, was ich sonst machen will, ausser zu arbeiten. Und das hat aus mir ein Mensch gemacht, der sehr jähzornig war. Logisch bin ich überfordert gewesen. Mit so einem Arbeitspensum über Jahre hinweg ist man überfordert, man ist überlastet. Ich hatte keine Nerven für nichts, für keinen Mensch. Irgendeine Frage, ich war auf 180 gewesen, auch wenn die Frage berechtigt war, ich einfach denke, hey, studiert selber, was fragen die die ganze Zeit mich? Und haben das probiert irgendwie zu handeln, wie gesagt, mit altbekannten Mitteln. Ich habe gesoffen wie ein Loch, ich habe gekifft wie ein Kamin und habe dann ein Erlebnis gehabt im 2013, wo echt an ein Wunder grenzt. Ich bin im Suff so dermaßen auf die Fresse geflogen, dass ich mir das Knick gebrochen habe. Das habe ich mir aber irgendwann erst am nächsten Tag gemerkt, weil ich gemerkt habe, ich kann den Grind gar nicht mehr drehen. Zuerst habe ich gedacht, ja klar, du hast Grind, wie du gesoffen hast. Ich habe irgendwie eine ganze Flasche Abseit in den Schacht hineingeleert. Und bin dann am nächsten Tag ins Spital und dann hat es mich geröntgt und gesagt, ja, Herr Koch, Sie dürfen sich jetzt nicht mehr bewegen. Sie haben sich das Knick gebrochen und ich habe zuerst gedacht, die verarschen mich, das Knick gebrochen, ja super, ich lebe ja, also das haben wir dann auch gesagt, das kann gar nicht sein, Sie müssen noch auf die Bilder schauen, weil Sie sehen ja, dass ich lebe, also ich kann ja das Knick gar nicht gebrochen haben. Die Antwort von ihr war, ja, sie sieht, dass ich lebe und dennoch habe ich das Knick gebrochen und das ist für sie eigentlich auch relativ etwas Neues. Sie sind jetzt auch gerade ein bisschen gut gefordert mit dieser Situation. Und ich bin dann so dort gelegen und habe gedacht, ja super, und jetzt bin ich gelähmt oder so. Da hat sie da diverse Tests mit mir gemacht, spüren Sie das, spüren Sie dieses. Dann hat sie gemeint, sie müsse noch meinen Anus untersuchen. Dann habe ich gesagt, ja, schauen Sie, ich habe jetzt alles gespürt von Ihnen, jetzt ist genug heute unten, dort wird jetzt nicht einer rumgegusselt. Und sie hat es dann bleiben lassen, weil das hat mich so gestresst. Echt, die Untersuchung, das hat mich so, wahrscheinlich auch aus dem Missbrauch raus. Vermutlich. Ist jetzt einfach nur so ein Gedanke von mir. Ja, und
Ich habe die Bewahrung erlebt, ich habe eine zweite Chance bekommen und die Rehabilitation ist lang gegangen, weil ich hatte dann so einen Fixateur extern hatte, der meinen Kopf gestützt hat. Der war in meinem Schädel eingeschraubt gsi. Das war auch so ein Highlight gsi. Alle 2 Wochen musste ich die Schrauben anziehen. Das war ja noch witzig gsi, oder? Weil Schrauben locker haben und so und jetzt Schrauben anziehen, ja. Mit der Zeit hat's dann gestresst. Nach knapp 4 oder 5 Monaten ist das Ding weggekommen. Und dann bin ich eigentlich in eine Depression hineingefallen, weil ich wusste, ich kann gar nicht so weitermachen. Und ich habe immer noch keinen Plan B gehabt, ausser zu arbeiten. Mich hat auch der Schulstoff und das rein Rationelle hat mich nicht mehr interessiert. Und das Verschüttete aus der Kindheit, das Künstlerische, das Kreative ist wieder mehr zum Vorschein gekommen. Ich habe mich auch vermehrt dann für die christlichen Mystiker interessiert, wie sie Glauben leben, wie sie Glauben sehen. Das hat mich sehr fasziniert, habe mich mit dem angefangen auseinanderzusetzen. Und bin dann eigentlich, habe ich mich dem Glauben durch das wieder angenähert. Sind dann aber immer noch längere Zeit nicht zu einer Gemeinde, weil das für mich immer noch so eine wie ein rotes Tuch war. Ich einfach denke, nein, das musst du nicht hin. Ich habe Christen und Ansammlungen von Christen gemieden. Ich bin einmal als EOR, das ist das Elements of Rock, das findet jedes Jahr statt in Uster. Das ist ein Metal-Konzert, oder wo über ein Wochenende geht, mit einem Haufen christlichen Metal-Bands, die sehr gut sind. Und dort bin ich dann auf Metal Church gestoßen, immer wieder. Und habe gedacht, wenn, dann vielleicht wäre das einmal noch etwas zum Versuchen. Aber das ist nicht gerade sofort gewesen. Es sind dann immer noch gute 2, 3 Jahre gegangen, bis ich dann schlussendlich, oder bis meine Frau und ich schlussendlich dann den ersten Schritt mal in das Heavy Sanctum gewagt haben. Und dann sind wir eigentlich recht gut positiv überrascht gewesen, wie es anders war als das, was wir gekannt haben. Und was mich fasziniert hat an dem Ganzen, am ersten Tag, wir sind reingekommen, wir sind nicht bequatscht worden, wir sind nicht belagert worden. Im Gegenteil, es sind Leute gewesen, die haben uns zwar gesehen, aber nicht groß beachtet. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Sie sind eher, sie sind schon freundlich gewesen und so, aber auch knorrige, wie man es halt so kennt. Also Metalheads halt ein bisschen grimmig und aber lieb. Genau, lieb sind sie wirklich. Und sind dann mal in ein BBM und haben uns dann eigentlich ziemlich gleich darauf entschieden, doch, das könnte unsere Kirche sein. Und von dem her, dort wollen wir mitmachen, dort wollen wir uns engagieren. Und ich habe dann auch gemerkt, je mehr dass ich gegangen bin, der Ort, die Metal Church, das ist eine Kirche, die nicht an dir herumdoktert, die nicht sagt, hey, du bist jetzt Christ, du musst aufhören rauchen, Tätowierungen gehen gar nicht, du solltest mal deine Haare schneiden, Lederjacke weg und dann bist du wieder ein Liebe. Nein, sie wollen, dass du zu 100% authentisch bist. Sie lassen dich einmal so in dem inne, wo du bist und vertrauen auf Gott, dass Gott sein Ding an dir macht zu seiner Zeit und nehmen dich ernst. Du kannst, äh, du kannst mit Ideen kommen, sie geben dir Raum. Du darfst experimentieren, du darfst kreativ sein, du darfst dich einbringen, ohne dass du irgendwie zuallererst einmal etwas musst erfüllen und einen gewissen Standard, eine Heiligkeit oder weiss was ich, musst erreicht haben. Sondern sie nehmen dich so, wie du bist und bettet dich in ihr Ding ein und du kannst dich dort innen entfalten, bewegen, kannst lernen, kannst auf die Fresse fallen, darfst wieder aufstehen. Sie lassen dich eigentlich nicht fallen, so habe ich es erlebt zumindest. Und es ist wirklich eine tolle Sache. Und das ist meine Kirche. Mittlerweile engagiere ich mich auch, je länger sie stärker in dem drin und bin sehr froh und Gott dankbar für die Kirche. Genau, das so viel zu meinem Leben. Genau, Joachim hat eine bestimmte Bedeutung. Das kommt aus dem Aramäischen. Das habe ich noch versprochen, dass wir da noch drauf kommen.
Das ist meine Berufung. Joachim bedeutet, Gott baut auf, Gott unterstützt, Gott trägt, Gott befähigt. Und das ist das, was ich will. Das ist das, was ich als alter Mann mittlerweile oder ältere Generation, sagen wir so, der heutigen Jugend oder der jüngeren Generation wird geben, meine Erfahrungen, sie zu unterstützen, ihnen Raum zu geben, können Fehler zu machen, auf die Fresse zu fallen, nicht zu moralisieren. Einfach wie ein Vater, der mit seinem Kind das Laufen lernt, dann geht es um und er steht da, hebt es auf und dann geht es wieder weiter und ohne, dass es irgendwelche Vorwürfe oder weiß was ich gibt, sondern ja, geduldig mit ihnen ist und hofft, dass sie eines Tages über einem selber überwachsen und das dann der nächsten Generation so weitergeben können. Das ist mein Wunsch, das ist meine Lebensberechtigung. Für das bin ich geschaffen, bin ich fest überzeugt. Und ja, wünsche allen Gottes Segen, die das hören. Hoffe, egal wo du stehst in deinem Leben, glaub mir's, es gibt das Licht. Egal wie dunkel und aussichtslos das es aussieht, es gibt immer eine Lösung. Und Gott ist eine Lösung. Okay, alles Gute, wünsche euch viel Spaß am Festival und viel Spaß in eurem weiteren Leben und Erfolg. Ciao zusammen.